So, los immer für die dritte die Feiertkurs zu Franciacorta leider in Italien 20 Kilometer vor Brescia wäscht, das ein Gegend, die bekannt ist für die Champes, das ist wie Champagne, das Franciacorta bekannt für die Champes aus Italien. Das Circuit ist 2006 abgebaut gehen, nur ist 2,9 Kilometer lang. An den LND hat letztes Jahr der Rekord um 14,75. Wir sind in einen Chicane rausgeholt und das heißt, dieses Jahr aus den 3 Sekunden mich schnell gefunden, der Rekord mit 11,45 geht dieses Jahr. Und da geht es beim Qualifying. Dann gehen wir das Auto aus der Box fahren. Danke zum Rappel, den Quali besteht aus 2 Deler. Das heißt, am ersten Qualifikationsaufschnitt muss man sich in die Top 12 qualifizieren. Und dann sind sozusagen an der Superpole. Und da geht dann innerhalb von 5 Minuten Pole Position rausgefahren. Genau, richtig. Weil den dort so, dass da geschieht samstags Neues. Das heißt, das ganze Evenement aus dem Fongol 3D ist Freitag das freien Training. Samstag das Qualifying mit der ersten Kurse, Elite 1, Elite 2. Und Sonntag aus dem Fongol die zweite Kurs, Elite 1 und Elite 2. Da gesagt, wie die Auto noch gut rausfahren. Das heißt, sie haben nicht viel Zeit für hier Qualifying zu machen. Das begrenzt man 5 Tiere, gehen dann ungefähr, oder 5, 6 Tiere gehen dann ungefähr. Da gesagt, die Gilinster. Ja, du gesagt, du hast noch einen schnellen Touren, also im Moment zweiten am Quali bis lo high, wie gesagt, also just wichtig in den Top 12 zu kommen, für dann und der Superpole dabei zu sein. Wenn also high ersten, also der 12, dann spielt es sich keine weitere Rolle. Hier sind wir ziemlich spät auf der Bremse, Gilles fährt eine gute Linie, ganz eng nur im Körper, und noch sich ganz weit rausdrehen lassen, oder okay, für so viel Schwung wie möglich mitzuwählen. Das ist ein relativ kleines Circuit, du hast da wichtig, dass den an den Keier den Schwung aber matt hält, für auf den wenige Richter auch relativ sehr zu sein. So, du hast da, wo die letzte die Schikane war, die so rausgeholt, die ein bisschen ein kleines Licht ausgemerkt. Und die nächste Keier, das ist ein links, das ist am ersten Gang. Aber ganz kurz, da beschleunigt den dritten raus, den zweiten Gang. Und die da bleiben, sind am zweiten Gang zu fahren, die Keier. Ja, gesagt noch für den Auto schafft. Das ist natürlich am Qualifying, da muss ich probieren, sehr wie möglich da zu fahren. Da gibt kein Rücksicht auf die Pneu weiter hier geholt, da geht die Wärme gefahren, da geht aber probieren, sehr wie möglich den Tour da fertig zu fahren. Ja, weil wie gesagt, der will keine Zeit verlieren, weil Tour die nehmen 5, 6 Tiere und dann ist der Qualifying rüber. Ja, gesagt, Gilles ist spät auf der Bremse. Hey, Bannen, da fährt ihn sich über den Körper raus, weil ihn da wahrscheinlich dann besser positioniert als für die nächste links. So, du gesehen an den schwarz-weißen Fendel, der Qualifying ist fertig und das auf die dritte Platz kommen. Also sind wir schon bei der Superpole. Ja, wie gesagt, hier und Leute sich 2 bis 3 Tiere nehmen Zeit für sich zu qualifizieren. Die geht schon über 5 Minuten. Das heißt, die ersten Tiere, die müssen direkt passen. Du hast den Nummer 11, das ist der Felipe Rabello, den hast du im Moment den Pole Position. Dann haben wir den Dumaré auf 2 im Moment, dann Gilles aber auf der 4. Position schon. He gesagt, noch die Felder extrem nur bei den Nation, die fährt 1,13,2, wenn ihr das so guckt, bis auf die 11 Positionen, das 1,1 Sekunden, das Wahnsinn, die Zeit stehen. Du gesagt am Klassement Del Zoo, den noch normalerweise immer mit 4 beifährt, den hat du keinen gezeiten dran, den hat ein Problem mit seinem Auto. Der Tisch, der konnte nicht kein Qualifying fahren, so dass dann ab den 12. ist, auf der letzten Position von der Superpole. Dadurch als am Qualifying ist dann nicht das Setup mehr, das ganze Auto ein bisschen mehr aggressiv angestellt, wie gesagt, weil nicht so lange muss permanent Tier fahren, weil just am Fongol drauf geht für die ja. Genau richtig, ja. Genau richtig. Wie gesagt, in den karierten Fendel, das heißt, Superpole ist fertig. Da könnte Gilles nach einem schnellen Tour, also nach von der 4. Position auf die 3. Position nur 4 kommen. 4 Zehntel an die meisten. Nach dem Fongol 100 mehr losgefahren wie an der Qualifying. So, und da sind Präparationen schon für die Kurs. Wie gesagt, Gilles auf der 3. Position, das ist sein bestes Resultat bis an der Qualifikation. Das heißt, da sind wir gespannt, ob es einen guten Kurs läuft. Ja. Position Bausse wird zwar ein bisschen besser für die Keier, weil Bande muss ihn zu viel aufbremsen, weil ziemlich eng Keier ist.
Mais bon, das wird ich schon nie kriegen. So, du hast samstags 25 Grad, 26 Grad, war ziemlich wärm am Auto. Ich meine, sie hat eine Temperatur drauf von plus ou moins 60 Grad. Schon, da muss ich noch schon in gute Kondition und dann. Da muss ich sich das so vorstellen, dass nicht wie Straßenauto, der Tisch an den Auto, da gibt es keine Klimaanlage. Fenster ist auch ganz wenig ab, weil das sind Plexiglasfenster, das sind keine Richtfenster, die kann aufdrehen. Der Tisch an den Autos, da gibt es schon ganz andere Temperaturen, wie die Leute, die aus dem Straßenverkehr gewinnt sind. Ja, richtig, das ist kein Dammmaterial dran, der Tisch stützt vom Motto. Das geht alles direkt auf den Schuh. Direkt drüber, ja, genau. Das geht in den Facewärme, weil just ein Eispuff drin liegt. Also das Ganze das nicht lo wie Straßenauto zu vergleichen. Ja. Da ist auch kein Klimaanlage dran, da den zu hun ein Servobremse, Servosteuerung. Nee, just Servosteuerung, kein Servobremse. So, da sind Präparationen für den Depart. Dann geht es wie gesagt an Abwärmtür und dann für die Safety Car Box, da muss die nächsten Tempo 4 gehen, dann wenn die Luther gering geht, da können sie alle beschleunigen. Du gesagt doch sein Teamkollege, den Drescher, den hast du ein bisschen mehr weit handeln. Den hat keine so gute Qualifying, den ist auf der 19. Position. Was den am Qualifying. Das beweist doch, dass der Gilles gut gefahren ist und das Beste für Carl Racing gewesen. Das Team setzt 3 Autos an, schmengen, wenn du dann die schnellsten im Auto hast am Team, das ist immer gut Werbung für sich selber. Ja, das Mädchen, was Martine Viert, das hat keine Chance, weil das Auto was just Depart von Qualifying ist nicht mehr gegangen. Da war ein Problem drin vom Antrieb von der Kupplung, sodass das Qualifying von nicht gemacht wurde. Dafür steht es auch ganz handeln. Der Login-Auto an Formationsrun. An dem Safety Car, wie Gilles gesagt, die 4 auch Zickzack fahren, das natürlich für die Temperatur an den Pneu zu kriegen, weil den Circuit ist, wie gesagt, mit 2,5 Kilometer relativ kurz. Das heißt, da muss der Pneu sehr warm auf Temperatur kommen, für dann am Start den optimalen Grip zu und dann vermeintlich keine Position zu verlieren. So, du gesagt, sie formieren sich einer dem anderen und du hast schon Start, Lin. Da guckt den Klute sie vier, los den Klute gering, du hast Start gehen. Die Gilles, der guten Depart, hängt da direkt an dem meisten, die Eichkeier geht auch noch jetzt, hast du gut positioniert. Bremsen sich da ran. Ja, du hast ein bisschen viel, du will ein Auto natürlich nicht versprechen. Wie gesagt, den kurzen Eck geht ein bisschen mehr los, du musst ihn wieder ein bisschen mehr rausholen, ne? Bleibt aber hier auf der 3. Platz, was ganz gut aussieht im Moment. Ja. Da sind sie alle relativ gut durch die Eichkeier gekommen, kein Crash gesagt in da. So, die PK Racing an 2004, den 11 an 24, das ist ein Team. Die haben Feierung behalten, die waren noch 1-2 so Depart. Die aus dem dritten haben drin aus der Venturi, die möchte schon ein bisschen Druck. Wir müssen sich natürlich gucken, Kurs anstellen. Wir müssen gucken, okay, kann die 2 oder 4 angreifen oder muss nicht dann noch Hanne verteidigen. Das entscheidet alles an den nächsten Tier. Das merkt der Fahrer relativ sehr, ob ein Tempo 4 kann gehen oder ob ein aber echt muss verteidigen. Da gesagt, in bislo schenkt gut Matzahlen. Mam Dumaré, der just für empfiehlt, Rabello also auf der ersten Position. Ja, da weiß ich auch ein am Spiegel, wie gesagt, für den 4 Runden ein bisschen zu beeinflussen. Nur ein bisschen nervös zu machen, muss ihn mit allen Tricker schaffen. Aber er hat natürlich auch als, okay, die 2-4, das sind bekannt, dass die ein bisschen mehr aggressiv waren. Und war doch kein Sinn, dass man sich kurz ein bisschen andenkt, dass man denkt, die 2, die kriegen nicht ein bisschen zu packen, weil da will ich von den 2 will warnen. Ja, zum Teamkollegen, da ist immer ein bisschen mehr Intention, weil du willst die Nähe für die Männer sehen. Die schon 3. Position ist gar nicht schlecht. Molof hat den, wie die Kurs weiterentwickelt, das wird im Gilles sein Motto im Moment sein. Genau, richtig. Den Kurs, der nächste war den also auf der 6. Platz im Moment. Den hat zu Valencia hat den die 2 Kurse gewonnen. Wie gesagt, das ist nicht immer gesagt, dass ihn dominiert, weil das Auto ziemlich selbig ziehen. Ja, das hängt von der Circuit dann noch auf. Ja. Wichtig ist, dass sich immer zu punkten. Muss ich nicht immer warten, immer punkten, immer mit vorbei sind, dann hat eine gute Chance, auch am Gesamt mit vorbei zu sein. Ja, richtig, ja. Und das ist nicht immer, wie gesagt, die Friedenballpiste gut oder ein Auto hat mal ein bisschen das Ernst gestaut oder so. Ne? Man ist die Gilles Narma Dumaré drin, aber wie gesagt, fällt das relativ eng bei Nähe, wenn ihr da guckt, ob die nächsten 6-7 Positionen, da ist nicht viel Ekart, das heißt, du hast noch gar nicht gesagt. Da ist ein ziemlich schlös Keier, die geht am ersten Gang, aber auch ganz kurz, und da kann ich direkt drauf bestellen, den 2., 3. Das heißt, auf der Ende von der langen Richter, da kriegt den 4. Gang. Der 4. Gilles ist schon ein bisschen Kampflin, weil den Hand und den hast du nur dabei.
das aber nicht durchgang zu wollen nicht gut verteidigt im Gegner sieht so keine Chance gelöst für Band ranzustechen. Natürlich von den Loch mehr verteidigt mehr an Dreckspiegel guckt, da geht nur 4 direkt ganz klein klar ab und dann muss ich noch muss den Leuten da mehr am Rückspiegel wie sei ich noch 4 wird. Ja, das ist der Nodel davon von so ein bisschen an der Formation gefolgt, wie gesagt, den Hannen den Dreck und da passt den normalerweise ein bisschen immer mehr noch Hannen und noch 4. Ne? Ja, da passt Linheinz nicht 100%, der gesagt noch passt Linheinz nicht 100% und dann hat Naut gesagt noch dat Auto bis onruhig leit kann der Jolo sinn dat de Gilfleisch minimal mam Setup ze kämpfen huet wie gesagt den Auto am Quali war ganz gut op du hast ganz sehr gegangen du hast ein gut Zeit gefu muss immer gucke wie dat dann an der Kurs den Auto do evoluiert Dich war ein bisschen zuviel Luftdruck huet dann rutschte bis viel übertreder an dat huet alles natürlich direkt den Impact op Tronnenzeit dabei so eng eng gefällt dann natürlich auch am Stadt den Konkurrenten is runs kommen. Ja, also das ganz viel am Luftdruck zu wie dort weil doch dick wärm du hast an du müsst schon ein bisschen ganz viel aus ne das heißt, von zu viel Luftdruck dann zu wärmer der Pneu zu wärmer ist von ein bisschen mehr aggressiv muss vor wie Lot zum Beispiel das heißt, du musst dich verteidigen muss aber gucken dass der Mat 4 Mat wird dann steigt Temperatur am Pneu stark un und da geht der Pneu zu wärmen und dann überhitzt das ger an das net vierdeelhaft se noch 4 se klenk lach han muss die Gilo méi verteidge wie sech kann noch 4 ugreifen maar dat kann ja dem noch dazu ja dat hecht die 25 Tier also 25 Minuten Kurs an da muss sich die 25 Minuten so andeelen dat den Auto vun der echtter Minuten aus also die Lächminuten also gut als wie vielleicht die echt ne so du musst schon bis nur run die feierten Auto hallo greift den nun ja net den op der Bremshandbanne raggestacht da konnte Gilles wahrscheinlich schon neich machen du könnt in der Zo Ohren ran den hat net viel Chance an der Training wie gesagt, die zweite gehen net weil Problem im Auto hat so du bist aber groß lach sech noch 4 als bis la aber han noch der Tisch moment vierte komfortabel op der feierte Position ja. Du hast de Burkina 37 das den lächt wie gesagt, die Kurs wie zu Valencia alles die 2 Branche gewonnen huet du gesehen dat den auch net so gut das ne ja, op dem meite Circuit schenkt bis mir Problemation ja. Dann 77 de Flandre da soll ganz jungen aber ganz noch mat viel Talent die jungen den fir doch net schlecht wie gesagt auch wie ein Auto queech geht das an op se enke Circuit die Auto die knapp über 400 Pferd Handschaltung wenig Aerodynamik der Stadt schafft direkt das sech net gemacht für so ein enke Circuit natürlich das hat schon méi spektakulär da zu gucken mit den Auto die viel zu eng Moval ging die sech mi wohl für du fährst den konzipiert gin dat beweist a woch he dat de kann han gesagt in de grosse Leiten vom Roden Neska do gesagt der Woche dem man den Auto kann op enke Circuit fuhren und dat da doch relativ sehr viel gehen ja die Auto hun viel Drehmoment wie werden nachziehen normalerweise so und dat so klengen enke Circuit als dat muss ihn doch schon dosiert beim Gas im go so sind pnøen direkt an drehen die durch an die 2 vu PK-Sport immer nach no bei der Rabello fir Dummeré die schenken sich wirklich net viel dann as se klengen Ekar op Venturi an der Gil op der feierter Position an einmal gesinn op der 6. Position Gelo gedreht die steht natürlich ganz blöd Knaufracing den as vom Sardo gedreht in de Sardo da so ein Italiener den as Bierschkurs an den nofstech auch gemerkt op gesagt dem Gilles sein Kollege sein Teamkollechten Drescher die war du bisschen optimistisch raggestach an das Kontakt drehen sich allen 2 dummert as Kurse sich gelaufen da muss war bis Feld lunch das so sehr gefährlich für sich technisch riecht zu positionieren ja. Und die passen dort passen kein 2 Auto neben den dat geht net so du gesehen die 2 Stunden bisschen rausgefu so wie vom Venturi an du hast der Gilles aber schon Remi Verholgi von 2 anderen gesagt die hat ein ziemlich viel Problem mit im Auto so der Pnøen Pneu wahrscheinlich ziemlich warm so viel überhitzt, ja net ein Auto wenig gibt dann die man vertrauen an Auto und dann wie gesagt aber wenn danach ständig an der Rückspiegel guckt fürs verteidigen da passen Linden noch nämlich 100%ig da könnt alles bis bei Nendo an dat möchte Tür dann direkt eng Sekunde aus oder anderthalb Sekunden an segem eng gefällt wie man dat gesinn am Qualifying mir gesinn da waren die 2 innerhalb von
enger Sekunde quasi, du mischt da schon natürlich viel aus. Ge se den neurologisch den Auto könnte immer Min den anderen als den hue viel besser Beschleunigung als der Käier raus an wie so dem sie pnøen mit das eben man Lufter kann den do viel falsch viel richtig machen wann den falsche Lufter kot wie gesagt dann geht de Schoss noch an lassen dann as dem Ufang vielleicht schnell mehr man an den Spotter vom Gil doch gesot ich meine so Tempo bisschen raushöllen dat pnösig bis krit da geht Temperatur ja. bis ruft dann Temperatur geht derruft pneu get bis mikal de Gripp steichen is und dann miss es kind attackieren he se hast natürlich schwierig en held dabei me den Auto schenkt der moment net méi hitz gelassen bbausen de Gegner banden nutten sech kein chance die Position dort zu verteidigen die Platz muss leider hier ja da das wie so Traktion das bei den verwercht Motto wenn du alles ne so was der 6. Platz loget den Arriverhall dat das der Shell die fir normalerweise Ideen an in die den hätte du bisschen do rausgedregt dat kachten natürlich dann dunner nach eng weiter Position dat war net ja das schon erlaubt so zu fuhren weil natürlich ge ganz fährt manöver da muss ich schon so ja do fir dit fir sech dit probiert 4 Deel raus zu machen zu schaffen bo du hast den echten das natürlich auch flott van Gilles so viel Zweikampf verwickelt dass dann hast du natürlich auch oft am Fernseh zu gesehen war das letzte Mal ja war nicht schlecht das war so ein heichkarätsche Feld mat aber 26 Autoen gesagt sein Auto bis am aufsten am Bild ja da das dich super gut gelungen so da sind die zwei echt dat ist der Rabello 4 du Marais PK Sport Racing an die Kinder aufgewenkt ja, nicht der Rabello aber zum Schluss nach relativ großen EK weil dat kann rausgefunden der Sieg der war nicht gefährdet ne schon 100 intern am Team hun sich vielleicht ja, die richtig greifen oder ja. So ne du gött wahrscheinlich stecht hier frei vorgeloser dann donno gött erstmal vor aufgeschwert dat Positionen sollen halle für die zwei Autos an Ziel zu bringen verschmengt das nicht mich schlimm wie wann zwei Teamkollege sich auf enger Kurs rausbruch das richtig aber wie gesagt werden zu der nächste wird 4 also die wird 5 6 werden sie der verfuhren an dann wie 4 aus der bleibt dafür bis zum Schluss oder so ne dat gibt net nimmer bei den NASCAR gemerk dat gedoffen bei anderen Veranstaltungen gemerk wo Kurs gefolgt ja der Gilles den op der der Position an Ziel kann man richtig ja denkt denn das nach E4 tun den eng Strofgrut so dat den Fogol 8 als 8. klassiert gëtt hallo zählt den ist den schnellsten Tour an der echter Kurs wird Startabstellung op der zweiter Kurs du hat den engt schnellsten Tour an der Tisch die Zweitkurs wird um Fong geholt op der enngter Platz fort so du hast fir der Rabello sein Ehrentour war ein interessant Kurs Mün Dreier gesinn Iwerhölmanöver gesinn Mün de Gilles ziemlich oft gesinn wie so das auch immer wann mat 4 beifährt dann as sie noch mir oft an der Kamera van dem mat mir weit hanne fährt dann as net so oft dran ne? Ich mein die weekend die war net schlecht richtig mo vom Qualifying hier ja, beweist dat den Tempo huet fir der spitzt Matzhalle muss ja. Den Belohnung nach gucken man schmengen der Team Car Racing das wird mecht der Team vom letzte Jahr die wisse scho wie in den Auto erstellt kann natürlich sinn dat der Fuhrer doch immer ein anderes Stil du kann sinn dat Gilles bis anderes Stil wie den Day der Tisch dat de Luftdruck oder Setup net 100% passt an da muss ich bis op der Fuhrer go dann mit beweis aber dat man den Tempo huet aber dann am Setup nach ikren dann da kann dat nach gut nur ja. gesinn man enke Resultat das der 7. gin se go ne am General an wie gesagt an Zeiten also net Durchgang für also Zeit als Durchgang für den engt schnellsten zu sehen so dat op der enngter Position an der rechter Marsch an der zweiter Marsch fort wird ne? Immer sondes für die zweite Kurs sonst waren ein bisschen mehr Leute wie samstes die Kulisse war gut gefüllt auf jeden Fall Vierter war genauso gut wie samstes sogar noch besser da war samstes da sondes Moje so vorhin so abgrit auf den Depart wie gesagt das okay Qualifying sondes so dass sich abstelle wie sie Zeiten bevor sie von
samstes an der Kurs. Ich glaube, der Gilles Hummer auf der 8. Position. 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 Ja, das ist die 9. beste Zeit gefuhr du. Mit hat schon nachher als nicht nach ihm disqualifiziert, so dass in der 8. Nee, 200, nee. 202, 4, 6, 7, 8, 9. Oder 10. sogar steht Bannen da. Gesagt den. An der 5. Reihe, ja. 10. Da stehen die Autos nicht gut ab, da fahren sie auf den Depot. Da gibt noch keine Modifikationen mehr im Auto gemacht, da geht eben just den Auto auf die Startaufstellung gefahren, da geht nicht immer mehr Ingenieurfleisch geschwärzt für den Kurs der Lugoen. Mit dem Auto, so wie da steht, so geht noch an den Kurs. Ja, das ist richtig. So, da haben sie ein Auto so gehalten gehen, dass die schon Mechanismen raus, die da wären. Weil das so, den Auto hat eine ganz kleine Batterie, die geht umfangen just für das Auto im Leben zu halten. Für das Auto zu demarieren, muss normalerweise eine zweite Batterie durchgehangen gehen, für den Dämmerer umzudrehen. So, die Laschpräparationen, die laufen. Wir sehen noch, dass ein ziemlich farbiges Feld, aber doch nicht schlecht, dass, wie gesagt, bei den NASCAR-Autos, das kennt ihr auch aus Amerika, die sind alle gut an einer relativ spezieller Farbe gespritzt, oder mit vielen Farben, viel Autocolor und viel Sponsor-Reklamen drauf. Das mischt doch ein bisschen das aus, für, dass ihn da ein bisschen leider kennt, dann ein bisschen ein Ausstellungsmerkmal wird. Ja, ich meine, da guckt ja alles mit, wie gesagt, wenn die Autos so schön mit Farbe sind, dann fahren sie ab. Und das ist das, was die für ihn noch füllen. Ne? So, dann haben sie mal den Pacecar angereiht, in nur dem anderen. Du hast den Gilles natürlich auf der 10. Position, der das ist mitten am Feld, mussten an der ersten Kette aufpassen, dass man da gut durchkommt. Ja. Da war den Drescher, die war ein bisschen eine schnelle Zeit gefahren, dass ich denke, Position, dass die 4 Runden. Ja, da kommen sie Startziel. Wir sind in geringe Pendel, muss ich aber warten, bis Blute von Rot auf Grün sprangen und dann aus dem Depart gehen. Und den nächsten, den geht Pace für den, von Gringers kann der Gas gehen, an dem ist am Anfang geholt ein Tempo. Da. Wir sehen, der Gilles, da geht der Bande, probiert einen Platz gut zu machen. So, die Age kommen gut da durch. Die ist gerade ein Dümmer in Depart gewonnen, wie vom Rabello. Das ist ein Dümmer als da 4. Da fahren wir auf die 3. Kette zu. Wir sehen, den heißten Bukena ganz nah an dem Gilles, und da hätten da direkt einen riecht aus an Gegner, und sonst hat der Gilles keine Chance, mussten durch Kiesbett gehen, wenn der dort den Pagers dann als Kurs schon gelaufen, und da Platten hat oder Steuerungsseil gebet ist. Ja, da sind schon 2, 3 Autos, 4 Autos, die zum Beispiel dicke Schuhe haben. Da sehen noch der Bukena selber 37, wie dem 4 alles ziemlich gut hat. Ja, kein Safety kann nicht sein. Ja, du hast den Dumaré, den ist auf der ersten Platz. Da war natürlich Pech für den Gilles, die war da mitten am Pulk. Aber wenn davon Hand gedreckt geht, der Bremse für die Kette mit natürlich verzögert ein Auto dann nicht, dann geht den so an der Gegner noch 4 gedreckt, da kann er weiter nichts machen. Bei das ist immer das Problem so. Wenn ich mit 4 beifährt und den 5 echt, ist das Risiko mit klein, dass den so getroffen wird. Aber wenn sie dann von der 6. Platz so 4 oder so, ist das Risiko viel mehr groß, weil du auch dann alle Menschen will unbedingt durch die Kette da wannen. Ja, wie gesagt, das ist ein kleines Circuit, ich meine, im Start, also nicht mehr so, du kannst in die meisten Positionen gut machen, mit 5, aber auch kein Kurs im Start. Das heißt, ja, das ist ein Problem, ne? Nicht alle Menschen denken dann so, ne? Da sind verschiedene Leute, die sind dann, die wollen zu viel auf einmal, und dann, wie ich meine, der Bukena, den hat schon selber da bestraft, dass für ein paar Schockfutti. Ja. Und Kurs ist auch gelaufen. Und sehen wir heute Restart dann. Der Restart, du hast den Gilles dann nicht mehr dabei, weil wie gesagt, sein Auto war so viel Futti, er konnte nicht mehr mitfahren. Nummer 4 ist den Dumaré. Den Dumaré an der Rabello haben die 2 von PK Sport, die werden da den Depart natürlich auch rausmachen. Ja, da geht natürlich ein Teamkollege ein bisschen mehr Rücksicht da gehalten. Genau, richtig. Allen 2 bleiben sie da 4. Weil du hast den Dumaré 4. Den Drescher hat dem Gilles sein Teamkollege auf der 5. Position für Carl Racing. Die erste Kurs ist bei dem nicht so gut gegangen, den an der 2. Kurs ist dafür besser. Ja, den hält er ziemlich gut mit. Die 3. Platz ist der Flandre 77, die 2. Platz ist der Sardo. Wie gesagt, der Italiener, den die Skanai mitfährt, den aus in Italien Birschkurs gefahren, noch GT-Kursen.
an dem Drescher aus der Risitano, pardon. Den hat schon Problem mit Jechkurs zu nennen. So, für ziemlich viel an der Nähen, wie gesagt, noch weit raus geordnet, ja. Weil das natürlich NASCAR ist auch ziemlich streng mit den Streckenlimitationen. Das heißt, wenn ihn rausfährt, normalerweise bringt das immer ein Strophe mit sich. Ne? Wir hatten auch an der zweiten Kurs, kann ich gucken, hey, da hatten wir ganze Kopf die Strophe gut tun. Also der nächste Kurs, pardon. Die ganze Kopf die Strophe gut tun, weil sie eben rausgefahren sind, da konnten sie einen Drive-Thru oder sie konnten einen Stop-and-Go, ne? Weil sie eben die Steck verloren sind. Muss ich immer mal 2 Räder auf dem Blo nachsehen, dass die Stäbe nicht über das Blo rausfahren. Ja, die Diskussionen, die gehen ja überall am Motorsport nicht nehmen. Hey, ich meine, die beste Lösung wäre, entgegen in die Auslaufzone nicht asphaltieren, mehr einfach Kiesbett machen. Da ging auch kein über die Tracklimits fahren, weil dann gingen sie nicht mehr selber schön, da man da mehr. Auf den modernen Circuits ist das mittlerweile üblich, dass an verschiedenen Plätzen neben der Piste einfach makadamisiert wird. Das tut auch einen Sicherheitsaspekt. Das heißt, wenn ein Auto dann gegen du auflegen um Asphalt kriegt, natürlich besser aufgebremst wie im Kiesbett. Mehr natürlich das Risiko auch da, dass die Leute das ausnutzen und ewig über den Tracklimits fahren. Ich gesagt, das schon. Du hast sich ein Stück nur der Keier asphaltiert, aber ich habe Druck in Kiesbett. Ja, da profitieren sie dann alle gut 4 Meter gut zu machen. Ne? Du gesehen, dem Burkina sein Auto, wie Futti das den hast. Der fährt nach Mat, obwohl kein Schniss mehr im Auto hast. Ja. Das ist natürlich auch, den Auto soll nicht mehr gut fahren. Also, da tut mir auch wenig Sinn, da Mats zu ich meine, also ganz Hand am Feld, da kriegt noch keine Punkte mehr. Da wird vielleicht besser, den Auto an der Box aufzustellen. Ja, bei U-Kommen geht erst noch immer besser, wie gesagt, wie nicht U-Kommen. Wer den zwar hat den am ganzen Jahr den Streichresultat. Das heißt, wenn, wie Claude Gilles zum Beispiel, das ist nicht eine Nullnummer, weil du kriegst auch als Letzten nach Punkten. Aber die schlechtesten Platzierungen kannst du am Ende von der Saison kannst du die streichen. Ne? Das heißt, noch 4 Kursen. An der Halbfinale und der Final kann ich das nicht mehr machen. Nur in den nächsten 4 Kursen geht die schlechtesten Resultate rausgeholt. Und sodass der Gilles, das schon das schlechteste Resultat ist von der Saison dann. So dass das dann nicht zählt. Also 4 gesagt, die 2 für PK-Sport, die noch relativ großen Aufstand auf dem dritten, die werden das Kurs auch nicht in der Zeit ausmachen. Da wäre der perfekte Weekend für das Team. 2-mal ein Doppelsieg an die 2. Was nicht schlecht ist. Ja, und nicht für ihn hat von hinten einen Kurs gewonnen. Ne? Enke wird den Dumoulin und Enke wird der Rabello. Also sie sind im Auslauf schon. Ja. Dumoulin, die gewinnt seinen ersten Kurs überhaupt an der Serie. Da ist immer ein spezielles Gefühl bestimmt. So lang schon dabei und dann aber Lorich die Kurs gewonnen. Fällt einem bestimmt auch Steh vom Herzen. Ja, und die haben noch einen dicken Schritt gemacht am Generalklassement. Weil, wie gesagt, 4 Runden waren sie nicht so gut. Und du hast den Dumoulin, den hast du 4. am Generalklassement, und der Rabello, Felipe Rabello, hast du 5. am Generalklassement. Ja, wenn ihr bedenkt, der Burkina, den der Gilles rausgebracht hat, den hast du am meisten am Klassement. Ja. Weil den die 2 Kosten zu Valencia gewonnen hat. Ja, richtig. Der Gilles auf der 8. Position mit 100 Punkten, wo sich just 34 Punkten haben, hat der Match, der war doch nicht viel aus.